So Freunde, es geht weiter bei Kingdom Hearts. Wie könnte es anders sein, war Region of Memories Rebirth mit Mickey, der dabei ist. Und ja, wir haben wohl nur noch 2 Welten vor uns. Die Frage ist, sind es 2 Welten und 2 Bosse oder geht das Ganze auch ein bisschen schneller vonstatten? So, mal das Fenster aufgemacht, weil draußen regnet es gerade und ist ein bisschen Abkühlung und so. Ist jetzt gerade, glaube ich, der letzte Tag, der jetzt so noch irgendwie 30 Grad war. Aber ja, wenn du den ganzen Tag alles zu hattest, aufgenommen hast, dann ist halt drinnen ziemlich warm und stickig. Where am I? What is this place? Oh, Your Majesty? You must battle me all alone. Against my dark powers. What's this? Are you giving up? Finally ready to surrender to your fate? You're not the true Ansem. Oh. Your scent is different. The Ansem in my heart smells darker. The odor is more foul. But your scent just isn't that. It's not darkness. It's something else. I finally understand. You're the one who guided me when it started. You came to me pretending to be Ansem. You gave me the card to make me face the darkness. That is correct. Diz, or so I am known. I've watched you all along. Really? Who are you? And what do you want from me? For you to choose. Choose? You are a special entity. You exist between light and dark. You stand in the twilight. You are to meet Naminé, then choose. Naminé? Who's that? You will know soon. Dies? Wer ist denn das? Okay. Also vom Storytelling her gefällt mir Rebirth wesentlich besser als der andere Teil. Mit so Alter. Okay, Dies. Was ist denn das für ein Name, ey? Ich hab der echte Ansem. Aber trotzdem Ansem? Irgendwie oder irgendwie auch nicht? Weil die Stimme war doch irgendwie ähnlich. Ansem aus dem ersten Teil ist irgendwie falsch in Erinnerung. Okay. Der Mickey war nicht da. Die Frage ist, ob er generell jetzt einfach nicht da ist oder wie er das verstehen darf. Also im Kampf zumindest ist er da. Oh, da kommt die Kavallerie. Schon Level up. Riku soll sich also entscheiden. Ja gut, ich meine, wenn er zwischen Licht und Dunkelheit schwebt, das wissen wir ja, also im Halbdunkel quasi. Soll sich also entscheiden, ob er fürs Licht oder für die Dunkelheit ist. Da wird doch nichts, Freunde. Daraus wird doch nichts. Ein großes Spamming. Das war geil. Was machen wir da mal? SP, dann ein bisschen mehr Power. Okay, das ist faszinierend. Gut, wir sollen Naminé treffen. Das macht sowieso Sinn. Bin gespannt, wenn Riku auf Naminé trifft.
was dann passiert. Vor allem das mit niemand und nicht der echte. Ich meine, klar, ich erinnere mich halt ein bisschen, wie es aus Kingdom Hearts 2 und so, wie es damals irgendwie erklärt wurde. Sage jetzt mal so. Weil in Kingdom Hearts 2 habe ich damals vor Äonen mal irgendwie mitgezockt, oder zum Teil zumindest gezockt, deswegen sind mir gewisse Begriffe noch irgendwie intus. Aber ja, die offizielle Erklärung hier im Spiel. Was sind diese Niemande und was ist damit gemeint, wenn man nicht der Echte ist? Das muss man noch irgendwie besser erklären. Darauf warte ich noch, auf die große Erklärung. Mit genau 0. Aber doch. Ich habe keine blaue Karte mit dem Wert 0. Oh, leck mich am Arsch. Gut, ich meine, ich muss dann sowieso irgendwie... Guck mal an, hier hoch muss ich sowieso da mal, wa? Twilight Town irgendwie größer als die anderen Welten, wäre irgendwie leicht schräg. Okay, machen wir mal die Welten auf. Und guck dann nach einer blauen 0. Nun dann ein bisschen schneiden. Zum Glück haben wir noch ein paar Nuller, nur leider nicht die richtige Farbe. Alter, ich habe eine rote 0, ich habe eine grüne 0, nee, ich mache eine blaue 0. Manchmal glaube ich, das Spiel macht das absichtlich. Die Musik klingt schon irgendwie leicht traurig. Ich frage mich nur, warum... Weil damals mit Sober, wo wir hier waren, das war irgendwie viel zu kurz, ganz ehrlich. Die Geschichte von Twilight Town. Warum kam es bei Kingdom Hearts 1 nicht vor? Das wird mich schon noch interessieren. Da muss es auch einen Grund geben. Es muss einfach... So, also wenn ich später noch mehr Karten brauche, habe ich ein Problem. Ich hoffe wirklich, es ist die letzte Welt. Auch wenn es vermutlich nicht so ist. So. Ja, nee, leg mich am Arsch. Ernsthaft, hier gibt's 2? Mindestens, ja, natürlich muss man das Spiel nochmal zum Schluss hin richtig verarschen. Mit dem Gesamtwert 50. Ja, lecko mio. Okay, Freunde, ich werde schneiden, weil ich habe keinen Bock drauf. Ja, wir sehen uns gleich wieder, sobald ich alle passenden Karten habe. Wenn ich Glück habe, finde ich noch einen Joker. Da wäre natürlich ganz nice. Vielleicht sogar 2. Und sonst, wir sehen sie dann. Also, bis gleich. Kingdom Hearts, Sweet Chain of Memories. Hi Freunde, es geht weiter, immer heiter, wie könnte es anders sein? Ich habe, wie versprochen, ja, da ein bisschen was gemacht war. Ich meine, für euch ist ja, wenn ich mich richtig erinnere, nicht viel Zeit vergangen. Genau, war ja bloß 8 Minuten. Der erste Teil dieser Folge. Für mich bereits wieder 2 Tage vergangen, ist aber egal. Ich habe raumkartenmäßig alles soweit gemacht. Es sieht jetzt momentan nicht nach viel aus, aber ich habe schon alle Wege soweit geöffnet. Bis natürlich auf die Schlüsselkarten. Und dementsprechend dann noch ein bisschen gelevelt. Man sieht, Stufe 34, es ließ sich halt nicht vermeiden. Und jetzt mal gucken, was in der Tür Nummer 1 ist, wa? Mit dieser schönen Musik. Die Frage ist, ein Boss oder 2 Bosse? Maybe Naminé is here. Hold it! You've changed. Your own darkness. It doesn't frighten you anymore. How can you tell? Because I'm you. No, I'm me. I'm me, he says. Must be nice being real. A fake like me could never get away with saying that. That's right.
I'm a phony, a fake. The way I look, the way I feel, everything I remember. And even this newfound power. I thought by finding some new strength, I could finally be someone who's not at all you. But nothing changes. I'm still just empty. Everything about me is borrowed. As long as you're around, I'll never be more than a shadow. You're fucking kidding me? Okay. Fake Rico will wieder auf die Mütze haben. Ich glaube, das ist einfach nicht hey. Ich muss mal ganz kurz noch etwas erklären, Freunde, denn ich habe in diesen 2 Tagen, wo ich da die Karten noch irgendwie fahren musste, habe wieder mal meine alten Parts angeguckt und es war ja tatsächlich so, dass nach dem Sieg über Marluxia hat sich ja Fake Rico ja selber auf den Weg gemacht, weil er irgendwie gesagt hat, ja, ich als Fälschung habe es nicht verdient, bei euch den Echten zu sein, ne? Also an Sova und Naminé gewandt. Und ist dann von dannen gegangen. Jetzt ist halt echt die Frage, hat er sich freiwillig mit Axel verbündet oder kontrolliert Axel ihn? Weil diese Ereignisse hier mit Rico aktuell, die spielen ja zeitlich gesehen nach dem Storyteil von Sova. So, nur mal so viel dazu und weiter geht's. Der noch voll trifft, ey. Okay, hat nicht schlecht gemacht, muss ich zugeben. Vielleicht muss ich bei ihm jetzt auch noch ein bisschen mehr auf Ding gehen, auf Kontern. Was habe ich eigentlich für schwache Karten hier? Also bringt alles so nichts. Wieso hat der so starke Karten und nicht so schwache? Hallo, ernsthaft? 3x9? Wollt ihr mich verarschen? Oh nö, jetzt fängt der Quatsch wieder an, ey. Oh Mann. Ja, danke, Spiel. Gibt mir natürlich einfach nur so schwache Karten. Ist klar. Ich kann es selber richten. Gut, man merkt es, wieder 2 Tage vergangen. Ein bisschen raus aus dem Ganzen, aber komm schon da rein. Muss ich erstmal ganz kurz gucken. Nicht hier, was hier eigentlich noch so schön ist. Sag mal, Rico, kannst du bitte mal was machen? Danke, Miki. Ah, verdammt. Zu spät gesehen. Der schmeißt mich so schnell mit auf meinen Sinistra-Modus raus. Krass. Gut, der ist ja unnormal stark. Der muss man ganz kurz hier anmerken. Schade. Das eigentlich müsste eine gute Kombi sein. Dass ich nichts machen kann, weißt du? Ich wollte da schön mit der Null jetzt kontern. Wisst ihr, die Gegner können ja immer kontern. Ist gar kein Problem. Auch wenn die schön in meiner Kombi drin sind, die können immer kontern. Gar kein Thema. Wenn ich mal kontern will, nee. Geht natürlich nicht. Ja, wenn ich natürlich so hohe Karten habe, vor allem mit so vielen Neunern, kann ich natürlich das Kontern selbst vergessen.
Das ist genau das, was ich eigentlich tun sollte. Da zieht jetzt nicht so viel ab. Ja, ich muss es einfach besser machen. Jo, das zieht sehr viel ab sogar. Okay, machen wir wieder die Kombi. Stark genug wäre ich eigentlich, nur habe ich immer die richtige Karte? Eigentlich nicht, wa? Kannst du bitte mal was machen, Riku? Alter! Okay. Ja, war teilweise mein Fehler, aber dass ich nicht kontern kann während ihrer Kombis. Und die Gegner mich jederzeit kontern können, auch wenn sie in meiner Kombi drin sind. Das ist einfach nur widerlich, sorry. Sowas von hässlich. Aber auch hier war klar, dass man gewinnen muss, weil, ja, anhand halt auch meiner Stärke und natürlich eben vom Kontern her und so. Obwohl ich ja nicht so viele Dinge hatte. Schlecht, hey. Obwohl ich nicht so viele Neuner hatte und so wäre zum Teil. Und vor allem, dass das nicht sortieren kann, die Karten, ist echt ein bisschen, naja. Egal. So, it's over. Death doesn't frighten me. Good riddance to a phony life. My heart was never real. I'm sure even what I'm feeling now is probably all fake. What are you feeling? What happens when a fake dies? One like me. Where will my heart go? Does it disappear? It'll go somewhere. Maybe to the same place as mine. A faithful replica until the very end. That's okay. Der ist garantiert nicht tot und ich habe eine Karte nicht bekommen. Wir wissen aus diesem Spiel, solange wir nicht eine Karte vom Gegner bekommen, ist er nicht tot. Das ist einfach so. Alter, ja gut, Fake Riku, also tot sind wie... er hat jetzt mit diesem Werdegang nicht gerechnet nach dem Ende von Kingdom Hearts Region of Memories mit Soa. Bin ich nicht davon ausgegangen, dass es so enden wird, aber gut, ich meine, es ist vorbei. Er muss nicht mehr leiden. Sehr schön. So, hier oben ist auch schon alles freigelegt. Wir damals schon... Hallo? So, jetzt. Wie ich es vorhin schon angedeutet habe, da bereits alles gemacht. Wir können da einmal ganz kurz reingucken. Die Frage ist halt, also, ich glaube nicht, dass jetzt noch ein Kampf kommt, weil wir haben noch eine Welt vor uns. Da bin ich mir deswegen sicher, weil hier der Bericht... Ja, haben auch ein bisschen reingeguckt und so, Rikos Geschichte, eigentlich eine Zusammenfassung von dem, was wir bisher erlebt haben, plus auch noch hier von Kingdom Hearts Final Mix, von dem her. Also, ja, kann man sich gönnen, aber wie gesagt, besser man zockt es selber durch oder aber besser man guckt mein Let's Play. Doch Rikos Herz wird letztlich von Soas Licht gerettet und vom König. Ja, und dann Rico blieb im Reich Dunkelheit zurück. Das war das Ende von Kingdom Hearts Final Mix. Genau. Kommen wir dazu. Ansonsten noch hier ein paar Charaktere. Kartenindex. Ja, auch mit den Weltenkarten. Ne? Dann sieht man, oh, eins fehlt noch. Ja, muss halt das Schloss sein, ganz klar. Sonst wäre ein bisschen seltsam. Irgendwo aber noch Kartensammlung, war das hier? Ah, hier. Fortschritt 98%.
Yeah, wir haben so viele Karten gesammelt. Eigentlich schon relativ viele, wa? Weil ich mich frage, ob das auch noch mit unserem vorherigen Durchgang zu tun hat. Ah ne, doch nicht. Also mit dem Soa-Pfad, weil ich dachte jetzt nur gerade wegen dieser Karte hier. Die habe ich jetzt bei ihm jetzt noch nie gesehen. Oder? Da gab's mal. Nee. Hatte Riku die Karte echt mal? Also gar nicht mehr. Aber natürlich müssen dann noch Goofy und dann da sein, also kann sowieso nicht stimmen. Ein Valley so. Und jetzt? Hä? Okay, ich bin ein bisschen verwirrt. Es tut mir leid. I'm confused. Ich bin ein sehr verwirrter alter Mann. Hui! Aber Riku selbst ist cool. Langsam aber sicher. Wir können hier nochmal speichern. Das mache ich auch. Denn Speichern ist einfach geil. Mit Stufe 36 für Riku. Den Helden der Dunkelheit. Und des Lichts irgendwie. Öffne die Tür. Öffne Kingdom Hearts. Nee, nicht ganz. So, und jetzt? Are you Naminé? Yes. I see. That was you. Huh? Forget it. Nothing. Please, come this way. Huh? Sora! What have you done to Sora? Nothing. He's just asleep. To get his memory back. So, Sora chose to forget about this castle and get his old memories back? You have a choice to make too. Why me too? No one's messed with my memories. It's not your memories. It's your darkness. In your heart there's darkness. And in that darkness is Ansem. He may be at bay for now, but eventually he'll wake, and he will take over you just like he did before. But I have powers you can use. With my powers, I can put a tight lock on your heart. That way, Ansem could never come out from inside you. What happens to me if I let you do that? Will I forget? Everything? Like Sora? I'll have to. The darkness in you will be sealed tight just like your memory. You'll stop remembering the darkness. You'll go back to how you were. Riku, please choose. He doesn't even look worried. Will I sleep like that too? Yes. Figures. Sora always did as he pleased. Whatever we'd be doing together, he'd find a way to slack off. Even trying to leave the islands. I did all the work on the raft by myself. That's it. When this slacker wakes up, I'll tell him off. I told him to take care of Kairi, and here he is just taking a nap. But I can't chew him out like he deserves, if I've been asleep. I don't need my heart locked. I'm ready. I'm gonna fight Ansem. But what if his darkness overtakes you? If that happens, then the darkness will show me the way. Yes, that's true. Why do I get the feeling that you knew I would say that? I didn't know. I hoped. I wanted you to face the darkness.
because you're the one who can. So that's the reason. That's why you came to my rescue inside that light. In the form of Kairi. When'd you know? I knew when I met you. You and Kairi smell the same. Look after Sora. Nicht schlecht. Also, wenn man das mal so ganz kurz erwähnen darf. Also, es war ein interessantes Gespräch. Also. Hä? Hier war doch schon mal. Was zum... Hat die Tür nochmal versiegelt oder was? Oh Mann, ich glaub das nicht. Gut, der Part ist sowieso vorbei. Das ist so wahr. Jo, schöne Folge, Freunde, wa? Kann man so sagen. Schönes Gespräch zwischen Riku und Namine. Haben sich einmal getroffen. Fake Riku ist das Geschichte, nehme ich mal an. Ich werde auch nicht, ich meine, wer ist bei Kingdom Hearts schon jemals wirklich Geschichte, wa? Natürlich sich so ein Riku nicht getroffen haben. Yeah! Aber ja, das ist, glaube ich, irgendwie Schicksal von den beiden. Das ist echt eine neue Tür, glaubt das nicht, ey. Hä? Sieht die anders aus? Ne, okay. Haben wir schon gewundert. Okay, Freunde, das heißt, im nächsten Part geht es hier weiter, immer heiter. So ein bisschen überzogen, macht aber nichts, wird einen spannenden Fight hier und eine lustige, interessante Konversation. Und ich bin gespannt, also rein theoretisch, der letzte Boss hier muss eigentlich Ansem sein. Wer soll sonst sein? Die Organisation kann kaum noch irgendwelche Mitarbeiter aufbieten, die haben die meisten schon platt gemacht. Wir oder so, ja, eins von beiden. Wenn noch König Mika auf unserer Seite, dann irgendwie was muss noch passieren für den Übergang zu Kingdom Hearts 2, weil ich habe da noch so eine Erinnerung im Kopf, im Hinterkopf. Und der Weg dahin, der fehlt mir noch ein bisschen. Aber gut, wir hätten sowieso noch ein Spiel vor uns, bevor es bei Kingdom Hearts 2 losgeht. Insofern, mal schauen, wa? Also Freunde, bis zum nächsten Mal zurück bei Region of Memories Rebirth. Bye bye.